Herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Mein Name ist Raphael und ich bin vom Geekstübli und ihr seid alles geile Siechen, seid ihr gleich noch da. Wie ihr in der letzten Folge vielleicht mitbekommen habt, habe ich keine Energietriche mehr und jetzt ist es so, dass ich ja kein Geld habe wegen dem, weil ich jetzt das Zeug nicht zurückholen kann und Bier kann ich Käse kaufen und Kohle kann ich glaube auch nicht kaufen oder was es genau ist. Müsst ihr nachschauen, jetzt hast du wieder vergessen. Und jetzt müsst ihr schauen, was ich gemacht habe. Ich habe einfach meine Hosen und meine Schuhe und meinen Schal verkauft und den Grossteil von meinem zu essen habe ich auch verkauft. So. Jetzt gehen wir noch das Bier holen und beim Köhler da gehen wir den anderen Seich holen. Und dann ist das schon mal nicht schlecht. Ciao. Oh. Ich weiß gar nicht, wie, was? Moment mal, wie viel muss ich von diesem Zeug haben? Ich weiß gar nicht, wie viel muss ich? Oh nein, zu weit. Ah, ein Sack, okay, das ist gut. Das ist einfach einer. Gut. Ein Sack. Das können wir uns jetzt leisten. Da jetzt rumlaufen wie ein hure Lump. Das heisst natürlich, dass ich in diesem Fall einfach einen schlechten Eindruck mache, weil ich nichts mehr habe. Aber ja. Und das ist genau das, was ich meine in diesem Spiel. Es ist absolut genial. So. Warenkorb, prüfen, feilschen. Noch probieren. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Jetzt ist es so, genau. Du kannst beim Kaufen und Verkaufen feilschen, weil die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest, mit Steuerkreuz auf oder runter und bestätigen mit X. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot, lehnt er ab und bereitet dir ein Gegenwart und wartet auf die Antwort. Letztes das Angebot vom Händler, mein aktuelles Angebot, mein Geld, okay, ursprünglicher Preis. Dein letztes Angebot der Händler abgelehnt hat. Okay. Lässt sich der Regler weder in die eine noch in die andere Richtung bewegen, bedeutet das, dass es entweder dir oder dem Händler an Geld mangelt. Ah. Wenn du das Feilschen mit einem Angebot nach einem anderen in die Länge ziehst, wird dem Händler irgendwann der Geduldsfaden anreissen und er bricht der Handel ab. Das Händlersymbol unter dem Balken zeigt an, wie nah ich an diesem Punkt bin. Je goldiger der Hintergrund ist, desto mehr neigt der Händler dazu, den Handel abzubrechen. Jeder erfolglose Fehlversuch senkt meinen Ruf beim Händler. Okay. Was kostet es? 0,3. Nur das? Ja. Nochmal. Letztes Angebot der Händler abgelehnt hat. Okay. Weil du es bist. Ein schlechtes Angebot. Also das heisst, ich bin schon sozusagen gescheitert. Sehe ich das richtig? Ja. Okay, gut, ich zahle immerhin statt 0,6 nur 0,5. Ist okay. Für mich. Mit der Summe kann ich leben. Gut. Wir haben immerhin 0,1 Groschen gespart. So, jetzt noch das Bier. Oder... Nein, ich gehe jetzt nochmal zum Fritz. Weil der hat jetzt vielleicht die Möglichkeit, mir mit Geld nochmal ein paar Dietriche zu geben. Weil ich habe ihm nämlich dummerweise nicht zugelassen, wo er gesagt hat, dass er noch ein paar hat. Aber das weiss ich jetzt gerade auch nicht mehr so. Dick. Fritzi Boy, komm. Fritzi Boy. Ich kann mit dem einfach nicht mehr schnurren. Das ist einfach mühsam. Was zur Hölle machst du da? Was ist denn? Okay, der hat nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt in dem Fall in die Schenke Bier holen. Und da wären wir
Was mir so cool dünkt an diesem Spiel, es lässt ihm einfach jede Freiheit offen. Es ist wirklich so cool. Ah, das sind wir schon mal gewesen, das ist immer noch nicht. Komm, ich sollte Bier haben für meinen Vater. Bier, Ja, etwas fehlt. bitte Ich nehme sehr. das Bier nie mit Auf so. gute Gesundheit. Jetzt nicht einmal mehr ein Bier. Solltest du dich nicht ein wenig zurecht machen? Ja, sorry, ich weiss. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Cool, mehr Bier gekauft. Hier, bitte. So, Danke. ja, merci. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kannst kaum erwarten. Was hast du dir jetzt gegeben? Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Maniac? Schätze ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit ihm zu Ich habe schaffen? noch gar nicht Er gemacht. versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Ah, Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. sehr schön. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch. Zum Beispiel eine wichtige Stelle von Quest, wenn du schlafst oder das Spiel verlässt. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du den Retterschnaps nehmen. Das ist jedoch ein stark alkoholisches Getränk. Du kannst maximal 3, was? 3 irgendetwas. Du kannst maximal 3 von diesen Dingen nehmen und dann ist, bin ich auch knocked out, vermutlich, oder was. Jetzt können wir heute schnell nachlesen, das ist nicht so ein Wunder. Und das war nämlich Codex, hier. Recht und Ordnung. Schnell heute durchlesen, dann mal zu überfliegen. Genau. Das war es nicht. Tutorials, genau. Gegenstand Ausrüstung. Okay. Zurück zum Vater. So, jetzt haben wir wieder Hosen verkauft. Es nimmt mich Wunder, was er jetzt da dazu sagt. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Nee. Noch nicht. Ich arbeite daran. Und wie lange dauert das noch? Leg einen Zahn zu. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Willst du, dass ich vor Herrn Ratzig wie ein Tölpel dastehe? Nein, Vater. Ich bin bald zurück. Hä? Also, Jungs und Mädels, ich habe langsam das Gefühl, wir haben ein Problem, weil da hier irgendein paar Sachen noch nicht ganz stimmen. Wahrscheinlich müssen wir den Fritz gegen noch die Dietriche geben, ich habe das Gefühl, es ist ein Bug. Und der Day One Patch ist, glaube ich, noch nicht rausgekommen. Wegen dem ist es ein bisschen... vielleicht liegt es an dem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, ich muss Hunger das Gespräch beenden. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ganz ehrlich, das ist jetzt ein bisschen doof. Aha, ich brauche 10 Kohlensäcke. Okay, dann noch zum Händler. Mist. So, okay, jetzt da schnell Holzkohle gekauft. Und damit ist in diesem Fall auch der Rest abgeschlossen. Sehr schön. Weil das nur optional war. Ich habe schon gemeint, es sei ein Fehler, aber es ist kein Fehler. Es ist einfach so, dass es nicht mehr geht. Und ich jetzt blöd war, das zu checken. Auf 2 Folgen lang jetzt. Aber ja, egal. Okay. So, leider mit dem Rest nicht. Es tut mir leid, Peppel. Sorry. Wirklich sehr, 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 sehr leid. Wurde So. auch Zeit. Hast du alles, Nein, worum ich dich immer noch bat? nicht.
Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Oh, ich bin so blöd, ich hab gemeint, das Geld sei super, super wichtig. Oh, das hat ja gesagt, ich bin so blöd, er hat gesagt, er schaut selber am Abend. Oh, ich bin so doof. Da für uns gemacht hat. Sorry. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratzig wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Das machen wir. Ach, übrigens, mir ist zu Ohren gekommen, was dem Deutschen passiert ist. Ich nehme an, du weißt etwas darüber. Vielleicht. Vielleicht. Mhm. Hat vielleicht jemand Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen und haben vielleicht deine Spießgesellen etwas damit zu tun? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König erzählt. Er hat bekommen, was er verdient. Na, bekommen, was er verdient, ja? Uiuiui, jetzt gibt's einen Standpunkt. Pass auf, ich weiß nicht, ob du oder nur irgendeiner deiner Freunde etwas damit zu tun hat. Und es ist mir auch gleich. Ich muss hier ein Geschäft führen. Und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht unbedingt weiter und dem König am allerwenigsten, verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Wird dieser Junge jemals auf das hören, was ich sage? Der Deutsche redet also Unfug. Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins, Heinrich. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten und nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Das kann gut sein, ja. Sehr schöne Zwischensequenz, muss ich doch anmerken. Finde ich super schön. Dann mal los. Das kommt nicht gut, der Schliff am Schluss noch. Gut. Ah, Einmal noch. nein, doch nicht. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Hm. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen.
Ich weiß nicht, ob das schlau ist, mit dem Hammer auf das Ding zu bretschen. Ohne dass man etwas zwischendrin legt. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie Hä? liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie Aha. liegen in der Truhe in der Stube. So, tipptopp. In diesem Fall wäre es das gewesen für diese Folge. Und wir haben das abgeschlossen nach ein paar hundert Jahren Suchen. Nägel gehen wir näher holen in der nächsten Folge. Ich wünsche euch schöne Grüße aus dem wunderschönen Emmental. Ich meine Böhmen. Nicht vergessen, das Video liken, teilen, abonnieren und so weiter und so fort. Merci vielmals. Dankeschön. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ciao. Merci fürs Zuschauen.